Spaß beim Theaterstadel. Ihr Peter und Gerda Steiner. Lachen macht das Leben schön. Jetzt ist gleich soweit. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur Theaterstadelzeit. Ja, was blärst denn du, als wenn du am Spiel stecken tätst? Also, Bauer, das eine sage da. Was denn? Unser Sau, die Susi, ist narrisch worden. Wieso denn? Also, pass auf, gell? Ich stell ihr das Fressen hin. Ja. Sie schlappert ein bisschen an dem Fressen. Sie schlappert immer am Fressen. Ja. Was weißt du, was die tut? Was ist das denn? Schmeißt die mir den Trog um mit dem Fressen. Geh doch auf. Setzt sich auf ihre Hinterfüße. Blinzelt mich an. So. So quasi, das kannst du selber fressen. Kundel, du spinnst wieder, gell? Nein, ich bin unser Sau, die Susi spinnt. Pass auf, das ist ja noch nicht alles. Noch nicht alles? Ich sag zu der Susi, weil ich unterhalte mich ja mit ihr. Ja. Gut, sag ich, Susi, bitte, wenn du dieses Fressen nicht fressen magst, dann gibt's ihm gar nichts. Schmeißt sich dieses Luder auf den Rücken, strampfig mit die Geh Füße doch auf. und schreit, wie wenn's am Spießstecker da Die ist. wird doch nicht krank sein, mein Susi, um Gott. Krank. Der Schweine hinterm Kerl, die der Wolf versäumt. Nicht zu fassen. Schreit dich die Sau, zu Gott erbärmlich. Ich sag dir das eine Beine. Unser Susi ist ein launisches Luder. Was ist die? Ein launisches Luder. Ja, die ist ja noch launischer, als wie diese Frau Kommerzialrätin, die bei uns immer in der Sommerfrische da ist. Ja, Geh, komm, jetzt rück uns an Schmarrn. Du dumme Jurschel, geh mit an die Arbeit. ja ist ja wahr, auch. Aber mich wundert ja das nicht, gell? Wenn um diese Sau ein solches Geschiss gemacht wird, ja, dann braucht man sich nicht wundern, wenn diese Sau historisch wird. Na, du besorgst sofort einen Kübel voll Milch. Ich weiß mir sonst nicht mehr zu helfen. Und sonst müssen wir einen Vieharzt holen, ne? Ja, um Gottes Willen, mach doch kein so ein Theater wegen der dummen Sau. Das verstehst doch du nicht. Na, das verstehe ich ja nicht. Ich habe noch nie eine Sau großgezogen. Aber was du jetzt mit der Sau treibst, das ist schon immer schön. Das bin ich meinem Ruf schuldig. Ich muss den ersten Preis mit der Susi gewinnen. Ich muss eine Prämie kriegen. Ne? Weil wenn es nicht der Fall ist, komme ich zum Gespött von der ganzen Gemeinde. Und wo stehst denn du da runter? Sollst du die Milch holen? Ja, freilich, da Also redet da. er wie noch wegen der. Mein Gott, na, glaubst du, dass so ein Theater machen wegen dieser Sau und nur wegen seiner blöden Wette? Das habe ich machen müssen, aus Ehrgefühl schon heraus. Weißt du, was der Pfisterer, mein Konkurrent mein Schweinekonkurrent, was der im Roten Ochsen gesagt hat? Was denn? Unser Susi wäre ein abgemagertes Schwein. Was? Ja. Ein abgemagertes Schwein? Das hat er gesagt, der Patschede. Und darum werde ich auch diese Wette gewinnen. Ja, würde ich dir auch gar nicht anders raten, gell? Ja? Also so ein Leichtsinn gleich um 1000 Mark wetten. Diese Wette habe ich wetten müssen, damit der einmal eine Ruhe gibt, damit er Angst hat, mit mir zu wetten. Unser Susi, den muss das richtig gekröste Schwein, was willst du? Wir werden ja sehen, wer den ersten Preis macht. Der Pfisterer oder ich. So, da jetzt, gell? Jetzt, schau mal, Bauer. Jetzt kriegst du eine feine Milch und du noch schlappern. Spinnst denn du doch nicht hin? Der Susi sollst die Milch bringen. Ne? Was? Was? Die gute Milch der blöden Sau. Ich sag dir was, Gundel. Unsere Susi ist keine blöde Sau, sondern ein ganz liebes Schweindel. Ne? Schweindel, dass ich nicht lache. Ja. Schweindel. Mit 240 Kilo Lebendgewicht. Ja, und? Weißt du, was ich sag? Was denn? Das ist eine Sau und das bleibt eine Sau. Ja. Die Gundel, die hat schon recht.
ewig schade um die gute Milch. Komm, ja, mal nicht wegen dem bisschen Milch. Das kommt mit Zins und Zinseszinsen zurück. 1000 Mark habe ich gewettet und diese Wette gewinne ich und unser Susi muss die schwerste und größte Sau werden von der ganzen Gemeinde. Da wirst du sehen. Und jetzt schaue ich nach, ob ihr die Milch gut tut. Du Alter, wenn der gnädigen Frau Sau die Milch nicht schmeckt, Ja. kann ich ihr vielleicht ein Schokolad kochen. Leute, das ist ja die Idee. Du kochst dir den großen Haufen Schokolade, tust recht viel Schlagsahne hinein, das schlagt an, da wird's richtig. Du kriegst es doch auch, ne? Das Mannsbild, das wird doch komplett narrisch wegen dieser Prämiensau. Ah, das kann nur der Gemeindehansel sein. Oh, ja. Hallo, der Hansel ist wieder da. Du bist aber halt gut aufgelegt. Ich bin immer gut aufgelegt, denn ich bin ein Sonntagskind. Und ein Sonntagskind sieht die Welt ganz anders, als wir gewöhnlichen Montag- bis Samstagskinder. Ja. Na. Ja, das stimmt Also schon. gib mir gar so. Für mich warst du immer schon ein bisschen narrisch. Natürlich bin ich narrisch, weil mir das Leben so gefreut, verstehst? So ist es. Aber du wirst ja nicht deswegen vorbeikommen sein, dass du mir sagst, dass dir das Leben gefreut hat. Nein, ich komme praktisch amtlich in meiner Eigenschaft als Gemeindediener. Hochwohl verbohrte Wendelbayerin. Was? Schicke mir deinen Haushaltungsvorstand und Ehegesponsen. Moment, ich muss nachschauen, wie der heißt. Also du brauchst doch nicht nachschauen, wie mein Alter heißt. Das weißt du. Ja, wenn ich privat bin, weiß ich schon, jetzt bin ich im Dienst. Alois Wendel, genannt der Wendelbauer, auf das ich mit dem Amt handle. Sag einmal, wie redst denn du auf einmal daher? Amtlich, Wendelbayerin, amtlich. In Sachen der landwirtschaftlichen Ausstellung zu München habe ich deiner besseren Ehehälfte einen Fragebogen zur gefälligen Einsichtnahme vorzulegen, welchen er mit eigenhändiger Unterschrift versehen hier amts wieder zu retournieren hat. Also bläder kannst du nimmer reden, ha? Das ist nicht blöd, das ist amtlich. Und das muss so blöd sein, damit es auch jeder Depp versteht. Ne? Also, ja. Alois, komm mal rein. Er kommt kommt gleich. gleich. Setz dich hin. Magst du ein Glas Schnaps? Ja, man reiche mir die Flasche herbei, dann trinke ich so 2 bis 3. Ne? Ja, Frau, nix Flaschen, gell, du. Ein Glasel, hab ich gesagt. Ja, aber ich gemeint, dass da den Weg spannen, brauchst du nicht so oft laufen, nicht? Aber anscheinend laufst du gern. Denn es steht geschrieben, es ist der Geist, der dir den Körper baut, verstehst du? Also, da man so ein Glasel rein, Moment. Und noch ein Glasel. Ja, freilich. Was denn? Du, blöd wäre es ja, wenn du einen Schnaps willst, dann schenkst du ihn selber ein. Ich hab keine Zeit, ich muss Essen fertig machen. Windelbayerin, jetzt kenne ich dich schon so lang. Aber das war die beste Idee, die du je gehabt hast. Was ist denn los? Ja, der Gemeindehansel. Ja, genau. Grüß dich, was bringst denn Schönes? Ich Ha? bin praktisch amtlich in meiner Eigenschaft als Gemeindediener. So? Ich habe da so einen Fragebogen von der landwirtschaftlichen Ausstellung in München. Den musst du durchlesen und unterschreiben, falls du die Absicht hast, dass du bei der Ausstellung mit einem Musterexemplar mitmachst. Natürlich mache ich mit. Für was habe ich denn meine Wundersau? Mein Gott, das sind dieser Haufen Fragen. Hat der Pfister auch so einen Fragebogen gekriegt? Weil der hat doch auch so eine Wundersau. Wundersau, dass er nicht lacht. Das einzige Wunder an dem seiner Sau ist, dass es bald zusammenbricht, so schwach ist der. Ja, das braucht jetzt auch nicht sagen. Wie der letzte bei uns auf der Gemeindewache war. Der Pfisterer? Ja, also mit seiner Sau. Ach so. Nur die Sau, er ist daneben gestanden. Aha, gut. Dann hat doch dieses Schweinerl 260 Kilogramm auf die Waage gebracht. 260 Kilo? Wenn er das sagt, Bestimmt. du kannst halt. Um Gottes Willen. Mein Sohn hat bei der letzten Waage bloß 240 gehabt. Die muss ich sofort nachwiegen lassen. Vielleicht hat es zugenommen. Gunde! Gunde, weiter, komm, schnell, weiter. Dieses Malefiz, Luder, Was dieses ist denn Malefiz. schon wieder los? Also das sage ich der Bauer. Entweder geht diese Sau aus dem Haus oder ich. Wenn du aus dem Haus gehst, kannst du gleich bei mir anfangen. Ich suche schon lange ein weibliches Wesen, welches mir die Wirtschaft führt. Tja, deine Wirtschaft ist die Gastwirtschaft. Und da
da brauchst du kein weibliches Wesen, die dich da hinführt. Da findest du ganz von der Lore. Das jetzt auch mit einem Blödsinn. Pass mir auf, Konrad. Pass auf, jetzt lass dir mal zuerst einmal erzählen, was los war. Ja, Also, ich stell dieser Sau die Milch hin, gell? Ja. Nein, hat die geschlappert an der Milch. Ja. Hat's geschlappert, mein Gott. Und weil es so gut aufgelegt ist, gell, hab ich nur so ein bisschen hinten am Ohrwaschel gekrault. Ich bin für kein Schweiner, gell? Naja, aber Ohrwaschel hast du ja auch. Der Arsch? Also gut. Und in dem Moment, wo ich da so gekrault hab, schreist du Gundel. Ja. Dann gib mir doch dieses Luder einen Räder, dass ich gleich in den Dreck drin gelegt bin. Ich weiß halt, dass du keine von den Geschwinderen bist. Jetzt hat sie sich gedacht, gib ihr einen Rempler, der schneller beim Bauern ist. Ja, so richtig. So ist es. Da siehst du, was ich für eine Wundersau habe. Ja, richtig. Mit der Sau kannst du wirklich dein Wunder erleben. Also pass auf, Konrad. Du führst sie runter und lässt sie wiegen. Ja? Ich soll mit der schweren Sau ganz allein da oben? Ja, nimmst du dann mich einen Knecht mit, ne? Das würde helfen. Also gut. Die treibe jetzt da runter, dass ihr gleich die Ohrwaschel hinterschmeißt. Untersteh dich, kein Gramm darf dieses Schwein verlieren. Langsam führen, gell? Gut, freilich. Ich kann's ja buckelkracks obendrauf. Hey. Bist du was? Ein Maulwerk, es wäre ein kaputter Geldbeutel, der nicht mehr zugeht. Genau. Aber man muss sich halt so ärgern mit diesen Dienstboten. Ja, Ne? da, schau her. Ja. Trink ein Glas und schwapp deinen Ärger runter. Ja, ich bin zwar Abstinenzler, Ja, ne? durch Überzeugung. Na, durch meine Alte. Ja, gut. Du glaubst nicht, was ich mit der Sau jetzt mitmache? Mit deinen Alten? Nein. Mit unserer Soße, mit unserem So. Schwein. Ja, Ne? Ich hab doch mit dem Pfister um 1000 Mark gewettet, dass meine Sau den ersten Preis macht. Ne? Ja, ich hab schon gehört. Das ganze Dorf redet ja drüber. Ja, ja. Das Stell dir wird vor, auch, ja. stell dir vor, ich verliere, da bin du blamiert bis auf die Knochen. Ne? Ja, freilich, ja. Meine Alte erst. Da, schau her. Schwapp deinen Ärger runter, schau her. Dann brauchst du dich nicht mehr ärgern. Ich mein, und 1000 Mark, wenn man will, ist ja auch kein Dreck, gell? Na ja. Und der Alte, Mann, ist auch ein bisschen scharfig, gell? Ja, also es tut mir gefallen, Hansel. Mach dir jetzt auf den Weg, Ja. runter auf die Waage, sonst ist die Gundel mit der Sau eher drunter wie du. Ne? Jawohl, machen wir. Ja, also komm, schick, Ja, schick, na, schick. langsam, Alter, Mann ist kein Schneidzug, nicht? Was denn? Und ein Gemeindeamtsschimmel, der rennt nicht so schnell, das wirst du merken. Wenn ich was zu sagen hätte, würde dieser Schimmel viel schneller laufen. Wenn du was zu sagen hättest. Ja. Du möchtest es ändern. Seit 2000 Jahren trabt jetzt dieser Amtsschimmler so daher, jetzt möchtest du ihm flottere Beine nehmen. Ausgerechnet du. Wer bist denn du? Ein Ortsinsasse, ein Bewohner dieses Landes. Ja? Puh, auch schon was. Das bringst du nie fertig. Denn es steht geschrieben, leb und erwirb, zahlt zu viel Steuern und stirb. Ja. Habe die Ehre. Also du genau wiegen und einen Waagzettel bringst man rauf, gell? Ja, wer kommt denn da daher? Der Pfisterer, sein Alte und da fragt, die Tochter haben sie auch dabei. Na, da bin ich neugierig. Grüß Gott, benannt. Pfisterin, grüß dich Gott. Grüß Gott. Grüß dich Gott, auch Frau. Sitzt Sie nieder, Afra. Grüß die Wendel. Grüß dich, alte Saukonkurrenz. Sag ja nichts von der Saugeschichte. Ja. Seit mir Alte das erfahren hat mit der Wett, habe ich daheim ein Hundeleben tun. Ich war was ganz anderes. Ja, was verschafft uns denn die Ehre, ha? Ist der Alte nicht daheim? Ich Ja. hätte was Wichtiges zu reden mit Ja, ihr. ist schon da, ja. Der Hasi, komm raus, ein bisschen der Besuch ist da. Ein bisschen. Was? Ein Besuch? Jesus! Ja, Mara, ja, grüß dich. Wo muss man denn das hinschreiben, dass du mal wieder herkommst? Ja, so eine Freude, ha? Ich hab wieder eine Freude, wenn es nicht sich. Hast du was gesagt? No. Das wird ja gut sein. Ja, setzt euch doch hin. Danke. Ihr werdet doch nicht wieder gleich davon. Sind wir so frei? Wir sind so frei, siehst du nieder. Ja, ja nimm Platz. Ja, jetzt ja. Ah, Frau, gut sagst du das. Sauers Madel, ganz die Mama. Ja. Was hast denn? Ich?
Verkühlt habe ich mich, ja. So, na pass nur auf, dass ich da keinen Umschlag mache, dass da deine Verkühlung vergeht. Sagt mal, was ist denn eigentlich mit euch? Dass ihr so feierlich angezogen seid, was habt ihr denn vor? Nach Erding sterb bist. Du bist nicht gefragt. Sehr richtig, ja. Aufs Grundbuchamt gehen wir. Sehr richtig. Weißt, wir haben nämlich einen Sterneckerhof gekauft. Was, ein Sternekopf? Ja. Schau, Ja, und jetzt müssen wir nach Erding aufs Grundbuchamt. Und die Afra muss auch mitkommen, weil der Hof wird nämlich auf ihren Namen eingeschrieben. Das ist nämlich die Mitgift, die wir der Afra mitgeben. Sehr richtig, ja. Hey, ja, Afra, da kann man da ja nur gratulieren. Du, es wird selten ein Mädel geben, die so viel Aussteuer mit in die Ehe bringt, gell? Wir Pfisterischen können uns das leisten. Sehr richtig, ja. Stopp bist, jetzt red ich. Sehr richtig. Bei dem Mo kann es ja nicht zum Ring. Ja, Afra, hast du einen Bräutigam, der die und die Mitgift nimmt? Geh, wie du da noch fragen magst. Weil sie ist halt so viel geschämig, gell? Ja. Und so viel schüchtern ist, So. gerade wie ich einmal war. Da habe ich aber nichts gemerkt davon. Stopp bist, alter Depp. Sehr richtig, ja. Ja, mit so viel Mitgift, da kriegt man schon einen Bräutigam. Da müsste einer total verblödet sein, wenn er da nicht mit beiden hinzugelangt, ne? Das meine ich auch. Eben. Und deswegen sind wir hergekommen. Also, dass wir das auch kurz machen. An der Herglaufland oder so ein ans Knechterl können wir reichen Pfisterer nicht brauchen. Sehr richtig. Halt den Mai. Sehr richtig. Also, der Sterneckerhof grenzt doch an euer Seewiesen. Sehr richtig. Logisch habe ich mir gedacht, ob nicht vielleicht Eicher Luisel der Richtige war. Für unser Afra. Stopp bist! Sehr richtig, ja. Was, der Loisel? Ja, ich kann ja reden mit ihm. Neugierig bin ich, was er da dazu sagt. Ja, der Läusel, warum nicht? Aber weiß der schon was von seinem großen Glück? Ja, bis jetzt noch nicht. Das Ah, noch ist noch euer Sache, das mit dem Ritz. Ja. Nicht, Mutter, ich schau mich schon wieder. Ja, also, ich rede jetzt schon wirklich mit ihm, gell? Ja. Gut. Ja, die Afra. Ja, freilich, wenn man natürlich so Reichsmarl ist, gell, da braucht man mit einem guten Mitgift, kommt man ganz schnell unter Taum. Sehr richtig, ja. Sehr richtig, ja. Ja, sag einmal, kannst du gar nichts anderes sagen, es ist sehr richtig, ha? Doch, doch. Aber wenn mein Alte dabei ist, sage ich bloß sehr richtig. Ja, ist das nicht blöd, ha? Na, ganz im Gegenteil. Wieso? Das sehr richtig hat mir gewissig quasi das Leben gerettet. Wieso? Ja, was glaubst denn du, was mein Alte mit mir gemacht hat, wenn ich nicht auf alles, was sie mir angeschafft hat, immer sehr richtig gesagt hätte? Ja, die hätte mich wahrscheinlich erschlagen oder erdruckt oder... Ja, sag einmal, wie redest denn du über mich? Die Leute werden sich denken, ich bin die größte Beißsanger. Ja, sehr richtig. Was? Nein! Ich hab gemeint, ich bin Ein Depp bist. sehr richtig, ja. Wenn du das mal einsiehst. Also, Stasi, dass wir nur mal auf die Sache zu reden kommen, zwängst du ja mir da sein. Du, eine bessere Schwiegertochter wie meine Afra wirst nirgends mehr finden. Sehr richtig. Also, meine Einwilligung hat er und wenn der Loisel auch einverstanden ist, ja, dann können wir in 6 Wochen Hochzeit machen, So ne? ist es, ja. Aber was hat's denn jetzt schon wieder? Ah, lass nur warnen, das ist ein gutes Vorzeichen. Ja. Das sagt schon ein altes Sprichwort. Weinende Braut, glückliche Ehe. Sehr richtig. Eine alte Bauernregel sagt schon, Tränen in der Hochzeitsnacht, ja. Ja, weiter. Tränen in der Hochzeitsnacht. Ja, weiter. Nichts weiter, ist schon aus. 2 Tränen in der Nacht. Aber heute bist du wirklich ein bisschen dämlich, ja? Sehr richtig, ja. Grüß Gott, wir haben ja Besuch. Da schau her, Afra, wer da ist. Nicht, Mutter, ich schau mich schon wieder. Ja, Frau, da musst du doch nicht schauen, so ein sauberes Dirndl, wie es du bist. Sehr richtig, ja. Gell, Luisel, sauber ist. Ja, komplett. Sehr richtig. Oder? Seid schon fertig mit der Arbeit, ha? Ja, Vater, die Seewiesen haben wir jetzt abgemäht, ja? Ja. Und wenn's wieder heute, dann kann man übermorgen einfahren. Na, schau her. Gell, Luisel, euer Seewiesen grenzt doch an Sterneckerhof. Den haben wir nämlich gekauft,
Oh, was? Ein Sterneckerhof habt ihr gekauft? Das ist ein schönes Anwesen, da kann man euch gratulieren. Gell? Und weißt für wen wir den Hof gekauft haben? Für unser Afra. Verstehst? Sozusagen als Aussteuer, verstehst? Ja, ich versteh dich schon, du redst ja deutlich nur, gell? Stasi, hast du das gehört? Er versteht mich schon, der Luisl. Ich glaub, wir lassen die Kinder jetzt allein, damit sie mal in Schwung kommen, gell? Ja. Du kannst mir ja dabei euren Hof zeigen. Und du an der Prämiensau. Ja. Dagobert, vorwärts! Du, hoffentlich ist deine Sau leichter wie die meinige. Wieso? Sonst bin ich ja nicht da, die Leiche. Spinnst du? Hoffentlich ist deine Sau leichter wie die meine. Sonst der Schlag mit dir halt, ne? Wie ist das, meine Sau ist ja gar nicht daheim, die ist auf der Waage. Na, hat's die gut. Ja. Es ist schon kreuz, wenn man so glücklich verheiratet ist. Sehr richtig, jawohl. Also denen zwei, wenn man zuhört, dann kann man richtige Freude aufs Heiraten kriegen. Jetzt Afra, was wohnst du denn so? Hör halt einmal auf, hä? Ich bin noch so unglücklich. Ja, warum denn? Weil ich die heiraten muss und dabei mag ich die gar nicht. Ja, das ist ja wunderbar. Ich mag die nämlich auch nicht. Wirklich? Na, so ein Glück. Ja. Weißt, ich hab nämlich schon einen anderen gern. Ja, du, das ist ja fabelhaft. Ich hab nämlich auch eine andere gern. Nein. Aber du, Afra, sag einmal, ja? Wer kommt denn deine Mutter unbedingt auf mich? Ja, weißt, die Mutter hat gesagt, Afra hat's gesagt, jetzt gehst du, hat's gesagt, und dann suchst du so ganz einen schönen Hof raus, hat's gesagt, weil du bist nämlich die Tochter vom reichen Pfisterer, hat's gesagt, und die kann nehmen, was und wen sie will, hat die Mutter gesagt. Hat die Mutter gesagt, ja. Und dann hab ich zur Mutter, hab ich gesagt, Mutter, am besten gefällt mir der Wendelhof. Mei, habt ihr viel gesagt? Ja, wir haben ganz viel gesagt, ja. Und weißt, ich hab nämlich am letzten Kirchweihtag, da hat ein einziger mit mir tanzt und der war vom Wendelhof. Ja, Moment einmal, du, ich hab ja gar nicht tanzt mit dir. Nein, du nicht, aber der Michel, euer Knecht. Jesus, der Michel, unser Knecht, das ist also dein Schatz. Ja, nein, ich mein, der weiß nicht, dass er mein Schatz ist. Ich mein, ich hätte ihn so gern als Schatz, weißt Ach so, der weiß noch gar nicht, dass er dein Schatz ist. Ja, da kann die Abhilfe schaffen, das sag ich mir jetzt gar nicht. Nein, nicht, da so schäme ich mich schon wieder. Geh auf, Frau, da braucht sie doch nicht schämen. Schau, grad zwecks die Mädel hat doch unser lieber Herrgott die Buben erschaffen, oder nicht? Gell? Ja, stimmt auch wieder. Du, sag einmal, wer ist denn nachher die deinige? Kenne die vielleicht? Das glaube ich nicht, dass du die kennst. Das ist eine Kellnerin aus Erding und Froni heißt's. Ui, eine Kellnerin aus Erding und Froni heißt's. Mei, das ist schön. Ja. Du, Hauptsache ist, dass du mich nicht magst, gell? Genau, und das ist auch wirklich die Hauptsache, dass du auch mich nicht magst, gell? Ja. Du, und dafür muss er dir auch direkt ein Bus geben. Na nee, da schäme ich mich schon wieder. Du magst halt die Augen zu, dann siehst du es nicht, dann brauchst du nicht schämen. Also gut, dann gibst du mir jetzt ein Puzzle, weil du mich nicht magst, gell? Genau so machen wir's, geh her. Ui, Mahlzeit! Der Michel, jetzt schäme ich mich schon wieder. Dann war ich schon wieder der Dumme. Naja, ist ja gleich. Auf die Weise darf man da gratulieren, hä? Ja, Michel, gratulieren darf man. Ja, es heißt nicht oder sonst. Gleich und gleich gegärnt sich selber. Was? Gesellt sich gern. Du, gell, das möchte ich mir voll verbeten haben, dass du mich für genauso dumm hältst, wie die Afra ist. Na, ich mein doch wegen dem Besitz. Außerdem, du, dumm ist für die Afra gar nicht. Nicht? Nein, sie ist bloß ein bisschen schüchtern, so wie ich. Aber du, bei der letzten Kirchweih, da hat sie sich so vernünftig und nett mit mir unterhalten und dann hat sie mir in die Augen geschaut. In meine Augen. So lieb, dass ich am liebsten... Geht schon, was erzählt ihr das denn überhaupt? Ja, hast recht, Michel.
Erzähl mir's lieber nicht, noch wär ich am Ende noch eifersüchtig. Wieso eifersüchtig? Ich mein, am Kirchweih war's doch überhaupt noch nicht versprochen miteinander, oder? Schau, Michel, man kann auch auf die Vergangenheit von seinem Mädel eifersüchtig sein. Ja, da hast du aber überhaupt gar keine Ursache nicht dazu, weil es nämlich überhaupt nichts vorgefallen ist, weil es nicht einmal zu einem einzigen Puzzle gekommen ist. Das glaube ich gern, weil du nämlich ein ausgewachsenes Rindviech bist. Was? Anstatt dass du froh bist, Ich bin aber nicht froh, weil was nicht ist, das kann noch werden. Was kann noch werden? Dass du die Afra abbusselst. Und wenn's dir recht ist, gleich heute noch. Ja, aber ich hab mir gedacht, ihr seid euch schon einig miteinander. Ja, einig sind wir uns schon, dass wir uns nicht mögen und nicht heiraten. Ja, gibt's denn das auch? Ja, dass der Bub gescheiter ist wie der Papa. Schau, ich mach den Kuhhandel von meinen Eltern nicht mit. Ich hab nämlich ein anderes Mädel gern. Ja, die sollen doch einen anderen Ochsen suchen und ins Joch spannen. Ui, fein, da kann ja nachher die dir. Der Ochs sein. Ja. Ich muss sagen, der Bräutigam von der Afra werden. Sie haben nämlich gesagt, dass die narrisch gern hat. Aber ich darf's da nicht sagen, hat sie gesagt, sonst schämt sie sich schon wieder. Ui, die Afra hat gesagt, dass sie mich mag. Ja. Also, da muss ich ja gleich zu ihr. Du Läusel, aber das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also, wenn euch ihr zwei, also die Afra und du, ihr zwei, euch nicht mögt, aber warum habt ihr euch dann abbusselt? Aus gegenseitiger Abneigung. Ja. Ja, wir haben nur probiert, wie wir uns schmecken, verstehst? Aber jetzt geh zu deiner Afra. Hernach kommst du noch zu spät und findest eine in Tränen aufgelöste, zu Tode geschämte Wasserleiche. Jesus, nein, bloß das nicht. Ui! Na, der Michel. Aber ich gehe jetzt zum Kramer und kaufe ihm ein Lebkuchenherz, wo drauf steht, das Glück ist eine blinde Kuh und läuft dem größten Ochsen zu. Hallo, der Hansl ist wieder da, da kann er daheim. Hallo! Ja, Hansl, bist du da? Ja, ja. Hast du meinen Waagzettel mitgebracht? Hast du den Waagzettel? Ui. Was? Was? Plus 250 Kilo? Ja. Hast du es genau gewogen? Irrst du da nicht? Hiermit melde ich amtlich, dass dieses Viecherl 250 Kilogramm und kein Gramm mehr und kein Gramm weniger auf die Waage gebracht hat. Um Gottes Willen. Ein Pfisterer Saison, die hat 260 Kilo. Ja. Da kann ich mir keine Lebensversicherung aufnehmen lassen. Na, Wendel, was machst du denn für ein saures Gesicht? Ärgern tue ich mich. Ärgern, weil meine Susi, die hat bloß 270 auf der Waage und frisst nicht mehr so horklich. 270? Die meine hat 275. Ja, 275. Die meine. Ja, pass auf. Es wird sich ja auf der landwirtschaftlichen Ausstellung herausstellen, wer von uns zwei die schwerere Sau ist, ne? Was? Ich meine, wer von uns zwei das schwerere Schwein besitzt, ne? Ach so. Na ja, freilich. Und die 1000 Mark, die bleiben dann sowieso in der Familie, weil doch die zwei jungen Leute zusammen heiraten, da werden wir doch verwandt. Da ist aber das letzte Wort noch nicht gesprochen drüber. Wenn wir mal die Zusage vom Läusel haben, na war die Wette um die 1000 Mark nicht mehr so schlimm, aber so. Das ist doch so auch nicht schlimm. Ja, hast du eine Ahnung? Du kennst mich heute nicht. Ein Haxen ist das Mindeste, was mir ausreißt, wenn ich verliere. Du brauchst keine Angst um mich. Mein Läusel, der heiratet ja Afra, war er ja damisch, wenn er nicht ein braune Hähner auf den Tisch gelegt wird. Ne? Gibt doch gleich ein Hähner, gell? Mein Afra ist kein Hähner. Ja, na, sagen wir halt ganz, ne? Ja, das ist was anderes. Genau, so ist es, ja. Ja, mein, nun gut, und der Sterneckerhofahrer schließlich sagt, nur als Mitgift hat einen schönen Batzen Geld gekostet. Für den reichen Pfisterer ist der Stännigerhof gar nichts, ne? Außerdem im Gemeinderat ist, das möchte ich schon lange wissen. Wieso bist du eigentlich im Gemeinderat, hä? Ja, das war reiner Zufall. Ja. Wie Gemeinderatswahlen hat mich mein Alte runtergestaubt, Ja, gell? ja. Du, da steht einer auf und schlagt den Bloderer als Gemeinderat vor. Ach, hör doch auf. Aber da bin ich auf die Hände. Das denken wir. Was hab ich gesagt? Ein Bloderer? Ja. Ein größeres Rindviech wisst's nicht. Ja, dann haben sie mich gewählt.
Ich hab's schon gehört, der Bürgermeister ist recht zufrieden mit dir, ne? Das glaube ich schon. Ich bin ja schließlich der Einzige, der zu allem, was die anderen vorschlagen, immer sehr richtig Ja, sagt. mit deinem Köpfel müsstest du dich ganz der Politik widmen. Ja, das darf ich schon, wenn mir's mein Alte erlaubt. Ja. Du, da haben wir jetzt erst ein ganz hohes Viech da gehabt, ein Landtagsabgeordneter. So. Nach der Sitzung geht er zu mir her und sagt, Pfisterer, es ist ewig schade, dass Sie im Gemeinderat sitzen. Ja. Sie müssten eigentlich woanders sitzen. Ja, im Irrenhaus. Ja. Und die Weiber kommen, schnodern die uns wie der Fuchs im Hühnerstall. Ja, du, und wenn 100 Kier blären, die Stimmen von meiner Alten kenne ich raus. Ah ja, also wir zwei sind so geschlagen wie Männer. Ja, ich auch. Mein herzliches Beileid, Leidensgenosse. Ja, das haben wir lange. Aufhören! Ich glaub, die wetten schon wieder. Dagobert, noch einmal so eine dumme Wette und ich lass mich scheiden. Mei, wär das schön. Was? Nein. Ich wollte sagen, es ist schön, dass ihr da seid. Ja. Wir haben uns gerade beglückwünscht, weil wir zwei so liebe Weiber haben. Ja. Ihr könnt uns an Herrgott danken, dass er uns Weiber erschaffen hat. Lieber Gott, wir danken dir. Was tat's ihr, wenn wir Weiber nicht auf der Welt waren? Hätten wir weniger Sorgen. Um viel mehr Geld. Ach, du bist ein alter Esel. Das alt verbiete ich mir, gell? Sag mal, Alter, wo sind denn eigentlich die Kinder? Als Sind die ich nicht in die Reihe gekommen bin, war niemand mehr da. Ja, mei, da draußen sitzen sie ja, die Afra und der Luis. Was? Der Luis? Mal da am Banken. Oh, schau, wie der Luis einen Bussel Was Der glaubst Bussel gut, gell? Hat er von mir eine Erbschaft. Alter, ab morgen sitzen wir zwei wieder auf dem Das Banken. habe ich notwendig gehabt. Ja, von dem wir noch da fragen. Was gibt's denn da zum Sehen? Du kuselst gerade mit der Afra da draußen. Schau mal. Da bin ich jetzt gespannt, wer mit der Afra auf dem Bankerl sitzt. Ich schau mich schon. Der Michael! Dagobert, halt mich, wie trifft der Schlag? Sehr richtig, ja. Also, du bist doch der lustigste Gemeindediener, den wir in unserem Ort haben. Ja, ich bin auch der Einzige, gell? Aber ich meine, du kannst auch lustig sein, nicht? Du hast alles, Geld hast, reich bist, gesund bist, ne? Ein bisschen blöd schauen tust halt. Was ist? Lustig, meine ich. Lustig ist, dass sie keiner leben, hab ich gesagt. Man macht sich halt auch seine Sorgen. Ja. Aber da verstehst ja du nichts Nein, da davon. verstehe ich nichts. Warum magst du denn sagen? Weil dein Alter in München ist bei der Ausstellung. Ach, okay. München ist doch nicht aus der Welt. Ja, eben, ja. Oder sorgst dich vielleicht, ob deine Sau prämiert wird oder nicht? Na, also da schon gleich gar nicht. Weil der erste Preis ist uns sicher. Weißt du, was mein Alter gesagt hat, wie er gefahren ist? Stalzi, hat er gesagt, Siegerkranz geschmückt, siehst du mich wieder. Ja, freilich, ein Nusskranz, wer das umhängt, den frisst er selber. Wieso Siegerkranz siehst du mich, möchte sie eher prämieren lassen, der Alter? Na, unser Sau. Ja. Aber man macht sich halt Sorgen Freilich, ja. um die Zukunft von den Kindern. Ne? Ach so, wie dem, ja. Ja, und da geht mir die Pfisterer Afra geht mir nicht aus dem Kopf und das war gut. Wenn da aus der Afra und ein Lösel ein Paar werden. Ja. Was heißt werden? Der Lösel muss die Afra heiraten, da bestehe ich drauf. Ja, es fragt sich nur, ob sich die zwei überhaupt gern haben, gell? Okay, hör mal doch auf mit dem gern haben. Das ist das Wichtigste. Das andere kommt alles. Ein paar Jahre Ehe und jede Ehe ist gleich. Ob mit oder ohne Liebe. Gell? Ja, das darf ich nicht sagen. Eine Ehe ohne Liebe, das ist als wäre eine abgestandene Wassersuppe. Und eine ungesalzene noch dazu. Du narrischer Gispi. Weißt du schon was verstehst davon, natürlich. du ewiger Jungsee, du? Ja, und warum meinst du, dass ich ein Jungsei blind bin? Weil die keine Mund hat. Nein, das darfst du jetzt auch nicht sagen. Ich war schon mal ein Junger und ein Fescher. Ich war auch einmal ein junger Bursch, verstehst du? Und ein gefragter Tänzer auf dem Tanzboden. Okay. Ja, was glaubst du, wie ich tanzt habe? Und die nein moderner Stück haben wir da, jetzt wird's lang ist her. Ja, aber so manches Mädel wäre froh gewesen, wenn ich es überhaupt nur angeschaut hätte.
Okay. Ja. So ein Hortlicher warst du. Wirklich nicht, ich meine, hätte ja gar keinen Grund gehabt. Ich war nur der Knabe von ganz einfachen Leuten, gell, und der Knecht auf einem großen Bauernhof. Aber ich hab schon ein Mädel gern gehabt und sie hat mich gern gehabt. Sie war die Tochter von dem reichen Bauern. Hinterm Heistadel haben wir uns immer getroffen und Liebe und Treue haben wir uns geschworen. Und bei diesen Geschwüren ist es dann geblieben. Weil die Tochter war schon versprochen für so einen jungen Bauernbursch, einen Reichen aus der Nachbarschaft. Aha, ja, und weiter? Ja, und dann hat ihm dieses Dirndl, also meine Freundin da, hat dann das daheim erzählt, dass sie nur mich heiratet und den ausgesuchten Bräutigam eben nicht heiratet. Verstehst du? Das hat sie erzählt. Ja, und wie ist die Geschichte dann ausgegangen? Und dann haben sie mich vom Hof gewiesen und in das Dirndl haben sie so lange reingeredet, bis die den reichen Nachbarsbuben da geheiratet hat. Jetzt streiten sie jeden Tag und unglücklich sind sie und krank sind sie. Und ich bin gesund, verstehst du? Ja, so ist es. Und darum ist es nicht gleich, ob sich zwei, die sich heiraten, gern haben oder nicht. Verstehst du? Ja, eigentlich jetzt schon. Ja. Du siehst es da, deine Erzählung hat mich draufgebracht. So alt habe ich sein müssen, dass ich merke, dass es ein Schmarrn ist, sowas. Junge Leute, die soll man zusammen heiraten lassen, wenn sie sich mit genau. Herrschaftszeiten. Jetzt ärgere ich mich direkt, dass ich auch geheiratet habe. Was? Und ich ärgere mich, dass ich dich so lange aufgehalten habe. Geh, du hast mich doch nicht aufgehalten. Ja, ich muss wieder weiter. Ich wollte bloß einmal nachschauen, wie es dir so geht, ohne deinem Alten. Nein, weißt du was, jetzt trinken wir eine Tasse Kaffee miteinander. Ja, mach ja. eine Tasse Kaffee. Gundler, ist der Kaffee fertig? Läusel, komm zum Kaffee. Ja, komm gleich. Ja, Gundel. Ja, was ist denn? Ich kann mich doch nicht da rennen. Ja, also das kann dir auch nicht passieren, dass du da rennst. Na, sag mal, was ist denn mit dem Kaffee? Ja, der ist ja schon lang fertig. Ja, und auf was wartest du nachher noch? Ich hab ja nicht gewartet, ich hab ja meinen schon getrunken. Also, da hört sie ja alles auf. Sie sauft den Kaffee und uns lässt's warten. Nein, es ist doch schon alles hergerichtet. Wo ist alles hergerichtet? Ja, draußen in der Kirche. Also komm, wenn du schon siehst, dass wir in der Stube herin sind, dann muss dir doch dein Verstand sagen, dass du den Kaffee da reintragst, ne? Na, da täuschst du dich. Und zwar gewaltig. Weil mein Verstand hat nämlich gesagt, also mir gesagt, gell, dass ihr vielleicht in die Kirche hinauskommt zum Kaffee trinken. Also da wird sie doch alles auf Tunge weitergehen, mein Kind. Nein. Er kann ruhig da bleiben. Ja, wieso? Ja, für ihn hab ich ja keinen Kaffee. Warum hast du nachher nicht mehr Kaffee gemacht, wenn du schon siehst, dass wir einen Besuch haben? Ja, woher soll denn ich wissen, dass du den zum Kaffee einladest, oder? Kann ich nicht alles rühren, aber bitte, dann koche ich halt noch einen. Nein, lass nur stehen, da brauche ich keinen mehr. Komm ja anders mal zum Kaffee, gell, Windlin? Vierte. Nein, da bleib da. Wenn du schon keinen Kaffee kriegst, gell, dann gehst du zum Wirten unter und kaufst dir eine Brotzeit. Danke schön. Ja. Am Maß 400 Brotzeit ist mir sowieso lieber, als wie ein alter Kaffee. Vielen Dank. Blöde Urschel, einer so zu blamieren. Ja, wieso denn ich? Ja, weil du mehr Kaffee kochen hättest können. Ich hab ja sowieso eine Tasse mehr gekocht. Und warum hat dann der Hansel keinen gekriegt? Weil ich 2 Tassen gesoffen habe. Wenn du so lang warst, wie du blöd wärst, dann kannst du am Mond ein Bussel geben. Moment einmal, gell? Moment. Dafür, liebe Bäuerin, kannst du mich nicht verantwortlich machen. Okay. Na, ich bin nämlich eine Frühgeburt. Jawohl. Ich bin 2 Monate vor der Hochzeit meiner Mutter auf die Welt gekommen. So eine blöde Hähne, so eine blöde. So, Mutter, jetzt kann's gleich losgehen.
Ja, freilich, jetzt ist der Kaffee fertig. Und kalt. Das macht doch nichts. Kalter Kaffee macht bekanntlich schön. Aber bei dir nutzt ja die Schönheit nichts, weil du schaust da kein Madel an. Herrschaftszeiten, Bub. Die anderen Burschen in deinem Alter, die haben alle schon einen Schatz. Na, du, wer ist jetzt? Sag einmal, gefällt dir die Pfisterer Afra nicht, hä? Du, also ehrlich gesagt, der Vater und ich, wir waren schon recht froh, wenn aus euch ein Paar wäret. Das glaube ich schon, dass ihr froh wart. Aber ich bin nicht froh. Wieso? Gefällt dir die Afra nicht? Du, das ist doch ein sauberes Mädel. Und was die an Aussteuer mitkriegt, wird kein Zweite, du. Mutter, die Afra gefällt mir nicht. Und ich gefällt der Afra nicht, verstehst? Okay, was Ja, du die ist sagst. nämlich ganz verschossen in unserem Michel. Was? Ja. Da schau her. Ja, die zwei sind narrisch verliebt ineinander. Da werden sie aber Ärger kriegen mit der Pfisterin. Ich glaube nicht, dass die zu so einer Verbindung ja sagen wird. Das kann doch uns gleich sein, Mutter, meinst du nicht? Aber du was anderes. Ja? Das wollte ich dir schon lange mal sagen. Okay. Weißt, die Sache ist nämlich so. Herrschaft, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ja, beim Anfang halt, ne? Ja. Also pass auf. Ich hab nämlich, wie soll ich dir das sagen? Du Also, ich sag einmal, seit wann stotterst denn du? Hör zu, Mutter, ich hab ein Mädel gern. Ja und? Ja, alt nur bist du, oder? Ja, und das Wichtigste ist, dass sie ein braves und ein anständiges Mädel ist und das von einem großen Hof kommt, ne? Also brav ist und anständig ist natürlich auch und bildhübsch ist und du weißt, was die nicht nur alles ist, das so wieder. Was nicht nur Ja. ist, gell? Ja, aber jetzt möchte ich schon wissen, wie das Dirndl heißt und wo es her ist. Also was her ist, ja. Ja. Also sein tut's aus München. Ja, momentan ist jetzt gerade in Erding und heißen tut's Froni Haller. Was, aus Erding? Ja. Ah, drum bist du, Patsy, die letzte Zeit habe ich so oft nach Erding gefahren. Ja, aber deswegen weiß ich immer noch nicht, was sie hat. Also was sie hat, meinst du? Ja. Ja, also auf alle Fälle hat sie einmal schöne Haare, schwarze Haare. Und zwar ganz liebe Augen hat's, sonst hat sie nicht gesehen, gell? Ja. Und ein liebes Goscherl hat die, mei. Ja, und die Nasen hat sie in der Mitte, gell? Ja, dann kennst du das ja. Okay, schon. Du, ich möchte wissen, was sie in die Ehe mitbringt. Also du möchtest wissen, was sie in die Ehe mitbringt? Ja. Jetzt wird's dann mal wieder gleich losgehen. Also pass auf, Mutter. Sie ist von keinem großen Hof, sie ist auch von keinem kleinen Hof, sie ist von Gasthof eine Kellnerin. Aus Erding. Ja. Was, eine Kellnerin? Ja, aber warum eigentlich nicht, ne? Wenn Sie euch gern habt, also ich bin einverstanden damit, ja. Ja? Ja, Mutter, sag mal, was ist denn los? Bist du krank? Fällt dir was? Ja, warum soll ich denn krank sein? Ja, ich mein, weil du nichts dagegen hast, dass ich ein armes Mädel heirate. Du bist ja vollkommen verändert. Ja, da hast du recht. Ja. Ja, weißt, so alt habe ich werden müssen, dass ich gemerkt habe, dass man die jungen Leuten besser helfen muss. So, und jetzt geh weiter. Jetzt kriegen wir unseren kalten Kaffee. Ja. Und du musst mir noch allerhand über meine zukünftige Schwiegertochter erzählen. Ja, das mache ich doch gern, Mutter. Ja. Aber du noch eins, ich finde ja das großartig, dass du deine Einwilligung gegeben hast. Aber was wird denn der Vater dazu sagen? Was meinst du? Der Vater? Ja. Lächerlich! Ach so, ja. Wenn du meine Einwilligung hast, dann hast dein Vater die seine auch. Ja. Ja. Das ist ein Kreuz mit der Lieb. Oh, mein geliebter Rabbi, wann wirst du endlich bei mir sein? Gundel, hör auf! Ja, Michi, die habe ich ja gar nicht gesehen. Grüß dich gut. Grüß dich, wir haben uns doch heute schon gesehen. Das macht ja nichts. Deshalb sage ich trotzdem zu dir immer Grüß Gott. Weil ich so eine Freude habe, wenn ich dich sehe, gell? Aber ich hab keine Freude, wenn ich die sehe. Weil jetzt mal, wenn ich die sehe, dann
dann träumt's mir in der Nacht vom Teufel. Das war ganz schön grantig zu mir. Naja, ich weiß auch schon ganz genau warum. Lass mir mal Ruhe. Ich hab's schon lange gerochen. Die Afra hat dir dein Herz gebrochen. Du wärst gleich ein Bruch aus Kreuz haben, wenn du mich ärgern wolltest, gell? Nein, bist du halt grantig. Und dabei hab ich wirklich bloß Mitleid mit dir. Ja, steck dir dein Mitleid wieder ein, ich brauch's nicht. Gut, dann steck ich's wieder ein, behalt mir selber. Ich hab aber trotzdem eins mit dir. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Heiß ist halt, Michi, gell? Ja, heiß ist. Drum geh noch du ja nicht so viel in die Sonne, gell? Weil der Hirn ist sowieso schon mehr wie weich, dann wird's noch weicher und du hast überhaupt keins mehr. Drum bist du auch immer nur im Schatten. Ja. Also es ist so heiß, gell, dass nicht einmal die Nächte eine Abkühlung bringen. Obwohl ich immer mein Fenster ganz weit auflasse. Michael, wenn es so heiß ist in der Nacht, dann muss man das Fenster ganz weit auflassen. Ich meine, wegen der Abkühlung, gell? Du Michael, heute Nacht lass ich das Fenster auch wieder ganz weit auf. Zwängs der Abkühlung, ich meine, vielleicht kommt noch eine, gell? Ja, heute Nacht kommt bestimmt eine Abkühlung. Ja! Ich versprich das, ich lass ganz weit auf das Fenster. Ja, lass nur auf, bei uns wird nichts gestohlen. Du bist vielleicht ein Depperter. Du, gell, jetzt schwing dich, sonst fangst du an nicht. Lass mir doch mal Ruhe. Weißt du, was du mich kannst? Ja, das kannst du mich schon lange. Jetzt glaube ich, hat sie sich weh da. Ist nicht schade drum. Hoffentlich ist ihr noch nichts geblieben. Ich bin auch einmal hingefallen. Wer ist? Ui. Das ist, ich weiß nicht. Wenn's das erratst, kriegst du Puzzle. Ui. Du bist das, die Afra. Jetzt hab ich's erraten. Jetzt krieg ich ein Puzzle. Na, Ja. du hast es ja gar nicht erraten und dann... dann schäme ich mich schon wieder. Aber du, wenn ich vielleicht die Augen zumache, dann geht's vielleicht. Dann mach's zu. Du, eigentlich müsste ich ja besser auf die, gell? Warum? Ja, weil's mir am letzten Sonntag so versetzt hast, gell? Aber da hab ich gar nichts dafür können. Nein, ich hab nämlich von der Mutter hab ich so ganz furchtbar viel Hausarrest gekriegt. Mhm. Ja, weil ich zu ihr gesagt hab, dass ich keinen anderen mag als wie die. Das hast du gesagt? Ja. Oh, du liebes Mädel. Du.
Mach einmal deine Augen noch mal zu, kriegst noch mehr Puzzle als Trost. Du! Du kannst zwei ganz schön gut trösten. Du meinst, ich kann nur mal einen Trost haben? Ja. Weißt, den Trost habe ich nämlich ganz furchtbar nötig, ja? Weil du weißt ja, was die Mutter gesagt hat, wie es uns am Bankel erwischt hat. Ja, das weiß ich schon noch, was deine Mutter gesagt hat, wie es uns am Bankel erwischt hat, weil meine Ohrwaschen, die brummern mir jetzt noch davon. Ehrlich? Ja. Ah, du armer Bub. Komm her, ich tröst dich noch mal. Du, und weißt du, was deine Mutter noch gesagt hat? Was hat's gesagt? Ja, ein Haderlumpini hat's gesagt. Hat's gesagt? Ja, hat's gesagt. Und wenn's mich nur mal bei dir sieht, hat's gesagt. Hat's gesagt? Dann zeigt sie mich an bei Gericht, hat's gesagt. Hat's gesagt? Hat's gesagt. Wegen Verführung einer Minderjährigen, hat's gesagt. Hat's gesagt? Ja. Das ist aber gar nicht so richtig, weil ich bin ja gar nicht mehr minderjährig. Na, im Februar war ich schon 25 Jahre. Was, so alt bist du schon? Ja, ich bin schon ganz Majoran. Die mag ich am liebsten in der Leberwurst. Ich hab nämlich zur Mutter gesagt, Mutter, bevor ich einen anderen nimm, da wachsen eher auf unserem Zwetschgenbaum Kartoffeln, hab ich gesagt. Ui, und ich mag so gern Kartoffeln. So gern hast du mich, hä? Ja, so gern hab ich dich. Du? Ja. Wie ich heute unseren Esel hinter die Ohren krault hab, da hab ich an die Dinger müssen. Ja, und da hab ich dann zu unserem Muli, gesagt, meinst, dass mich der Michel auch so gern hat wie ich ihn? Was hat denn dann der Muli gesagt? Nichts hat er gesagt. Nein, aber der hat ganz furchtbar brüllt und hat so verliebt mit die Augen draht und da hab ich's dann gewusst, dass du mich auch magst. Nein, habt ihr einen gescheiten Esel? Dann gibst du ihm eine extra große Portion Hai, gell? Und sagst ihm einen recht schönen Gruß und gibst ihm ein Puzzle von mir, gell? Ja, das stimmt nämlich. Ich bin nämlich narrisch verliebt in dich. Ja, aber du, dass du jetzt da bist, wissen das deine Leute und der Esel? Na, ich hab doch so furchtbar viel Hausarrest von der Mutter gekriegt. Ja, und jetzt bin ich hinten beim Bordfenster hinaus, ja. Weil ich hab dir doch sagen müssen, dass ich am Sonntag nicht gekommen bin. Ja, aber dann musst du jetzt wieder heim und ich begleite dich noch ein Stückchen, gell? Ja, weil wenn nämlich deine Mutter merkt, dass du nicht daheim bist, dann weiß deine Mutter, dass du nicht daheim bist. Ja, das ist gut, wenn du mitgehst mit mir, weil die Mutter, die passt ganz furchtbar auf mich auf, ja. Wie der Teufel auf die arme See. Ja, komm, na schauen wir mal. Ui, da kommt er schon. Wer? Der Teufel. Was? Na, deine Mutter. Stasi! Herrschaftszeiten, Stasi, wo bist denn wieder? Ja, ist was geschehen? Und ob was geschehen ist, stell dir vor, unser Afra, der Mistfratz, der Elendige. Aber die, wenn nicht erwischen hat, da lebt's was. Ja, um Gottes Willen, jetzt setz dich zuerst einmal hin, dann können wir ja reden. Ja. Was ist denn mit der Afra? Auf und davon ist man. Ich weiß, ich hab's nämlich daheim eingesperrt, damit ihr der Gustav auf einen Knecht vergeht. Aha, dann ist also sozusagen der Häftling entsprungen, ne?
Die zeigt einen starken Willen. Siehst du da, das Madel, das gefällt mir. So, das gefällt dir. Ja. Aber mir nicht. So einen Dickschädel zu haben. Ja, so eine Einsinnigkeit. Von wem's das bloß hat? Also ich glaub von dir. Ja, sozusagen erblich belastet. Gell? Ja, sei so gut. Meine Mutter hat gesagt, du einen Pfesterer weggenommen und genommen haben. Und jetzt leben wir wie die Turtelbaum und sind ein Muster-Ehepaar. So, sagt das dein Mann auch, hä? Der soll sich unterstehen und was anderes sagen. Wenn ich sage, der ist glücklich, dann ist er glücklich. Übrigens habe ich meinen Alten gerade losgeschickt, dass er mir die Afra wieder einfängt. Und ich habe ihm gesagt, entweder du bringst mir die Afra oder ich schlag das Kreuz ab. Ich sag der Stasi, es ist ein Kreuz. Ja, der Alter ist da. Ist denn der nicht mit meinen Alten nach München auf die Ausstellung gefahren? Ah, woher denn? Wo doch Eiersau das Mehrergewicht hat. Ja, sollen wir uns vielleicht zur Blamage auch noch Spesen machen? Ich warte jetzt grad, ob dein Alter mit dem ersten Preis heimkommt. Dann, gnade ihm Gott, dann hau ich den meinigen die 1000 Mark vom Buckel runter. Na, jetzt warten wir einmal. Mein Alter kann er alle Augenblick kommen, dann erfährst ja, ob er einen ersten Preis gemacht hat oder nicht. Nein, zum Warten habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss meine Tochter suchen. Nicht, dass am Ende wieder mit Eichern Knecht ein Michel zusammenkommt. Übrigens, wo ist denn der Michel, der Verlott, der Kräne? Zum Schluss pappen schon wieder irgendwo beieinander. Na, also da jetzt ein Schmarrn, der Michel, der ist da. Warte, lass ihn suchen. Gudler! Du, vielleicht weiß die Afra, wo der Michel ist, ne? Was ist denn jetzt schon wieder? Was merkst du denn? Ja, wie kommst denn du daher? Ein Fuß haben wir alle verstaucht. Du, gescheiter war es gewesen, du hättest das Hirn verstaucht. Das hätte dir nämlich nicht weh, du, weil du keins hast. Aha, da können Sie gar nicht lachen. Ja, komm. Also, was merkst du? Ja, weißt du, wo der Michel ist? Nein, keine Ahnung. Ja, dann schau, dass du ihn findest und sag, er soll sofort zu mir herkommen, gell? Aber wenn ich ihn nie gefunden habe, ja, bin ich mir nicht sicher, ob der noch kommen können kann. Wieso? Weil der schuld ist, dass ich mir meinen Fuß so verstaucht habe. Jawohl. Und dafür werde ich mich jetzt rächen. Und zwar so rächen, wie sich noch keine Frau gerochen hat. Also bei der kann sich's nur noch um Sekunden handeln, bis sie überschnappt. Ja, du Stasi, was ich dich noch fragen wollte, wie ist jetzt das mit Herrn Luisl und mit meiner Afra? Hast du mit dem schon geredet, deswegen? Mit Luisl? Ja. Ach, da kommt er ja, da kannst du dich gleich selber mit ihm unterhalten, gell? Ja. Ja, so Mutter, ich hab meine inzwischen benannt. Ehrlich? Und jetzt fahr ich zu meinem Mädel. Ich muss ihr doch sagen, dass wir heiraten dürfen. Herrschaft, die eine Freude haben. Also, vierte. Servus. Bitte. Was hab ich gehört, Luisl, du heiratst? Ja. Ja, hast dich doch nicht dazu entschlossen? Na, so ein Glück. Müssen aber bald heiraten, gell, dass die dumme Geschichte mit dem Mikl aus der Weg geschafft wird. Da wird sie die Afra schicken müssen, dass mit der Aussteuer fertig wird. Ach so, dürfen die zwei jetzt auch heiraten? Was für zwei? Ja, ich mein die Afra und der Michel. Ja, mach keinen dummen Witz, du heiratst doch meine Afra. Was, ich? Nein, wirklich nicht. Nicht? Nein. Ja, wen denn dann? Eine andere. Ja, sag einmal, möchtest du mich nicht aufklären? Ja, das darf ich gern machen. Ich hab keine Zeit, ich muss auf den Zug. Aber die Mutter macht das bestimmt. Vierte. Servus. Vierte. Ja, was soll ich denn mit meiner Afra machen? Ja, von mir aus hängst du am Christbaum auf. Was soll jetzt das wieder heißen? Dass du heuer unbedingt einen Christbaum brauchst. Ja. Stell dir vor, was ich gerade in der Zeitung gelesen habe, während ich beim Wirt drin sitze. Das muss ich dir unbedingt vorlesen. Ja, was ist denn geschehen? Also, jetzt pass auf. Ja. Autounfall des Ministers für Landwirtschaft. Der Landwirtschaftsminister, welcher die Ausstellung von München feierlich eröffnen sollte, erlitt auf der Fahrt nach München einen Autounfall, bei welchem er leichte Verletzungen davontrug. Aber wo haben Sie es denn hingetragen? Die Verletzungen? Ja?
Das steht nicht drin. Nein. Die Ausstellung wird um 8 Tage verschoben und findet erst nächsten Sonntag statt. Na, was sagst du jetzt? Also das ist ja komisch, dass da mein Alter noch nicht daheim ist, wodurch die Ausstellung erst nächste Woche eröffnet wird. Vielleicht vertragt das Rückwärtsfahren nicht mit dem Zug, jetzt ist er gleich drin. Also, das nicht im Englisch schauen, dass er in München spazieren geht hat und wir hätten Arbeit daheim. Ja, jetzt bin ich voll froh, dass ich den meinen erst gar nicht fahren hab lassen. Ja, wer weiß, was die zwei sonst wieder angestellt hätten. Ja, das ist hey, was ist denn? Das hättet ihr nicht erwartet, gell? Nein, das hätten wir nicht erwartet. Was willst du mit dem Grünzeug da rumhängen? Von wegen Grünzeug, das ist der Siegeskranz. Ich habe den ersten Preis gemacht. Ne? Okay. Ja. Für was denn? Kannst du nicht lesen, ne? Die Wundersau soll leben. Ja. Und das bist nachher du? Ja, na nicht ich. Mein Susi ist das. Natürlich, den ersten Preis hast du gemacht, ist prämiert worden, jetzt habe ich den prämiert, ich schmeiß daheim. Ach, das ist so, kannst du den Leuten gleich sagen, ich soll die 1000 Mark herrichten und die Wette habe ich gewonnen, gell? Ja. Und wo bist du dekoriert worden? Da fragt ihr nicht so blöd, auf der landwirtschaftlichen Ausstellung in München, ne? Ja, wenn du schon mal die Ausstellung in München bist. Was? Na, Alter, erzähl mal ein bisschen was. Wie es war auf der landwirtschaftlichen Ausstellung. Möchten wir doch auch wissen. Ach so, ja, na, da muss ich mich niedersetzen, da kann man sich nicht niedersetzen, da muss man stehen bleiben, beim Stehen, doch nicht stehen, sitzen, auch nicht. Was Zeitung, steht schon was in der Zeitung drin, ha? Da brauche ich ja gar nichts mehr erzählen, ne? Herr Windelbauer, Was? um erzählen kann man sich viel besseres Beutel machen. So. Also erzähl. Also gut, also pass auf. Es war sehr feierlich. Es war eine feierliche Feier. So was Feierliches wie diese Feier war, das ist feierlich gewesen. Alles war da, richtig gefeiert haben sie, bloß die Feuerwehr hat gefeiert. Aber sonst war das eine riesenschöne Feier. Er rennt blind in sein Verderben. Okay. Ja. Feierlich Sehr war's. feierlich, ja. Ja, und wie war's mit dem Minister? Was für ein Minister? Ja, nur der die Ausstellung eröffnet hat. Ja, ach, der Eröffnungsminister. So hat er es gemacht. So hat er es gemacht. Der Minister, gell? Hat sich alles freut. War richtig schön. So, der Minister. Es war doch gar nicht. Die Leute waren der Freude, haben es geweint und es war richtig, fast wie eine Weinstube, gell? Und dann hat er eine Rede gehalten, ne? Ja. Okay. Es war keine Rede, es war mehr eine Ansprache, gell? Ja, und dann hat Musik und Dusch gemacht. Ne? Und was hat der Herr Minister gesagt? Was er gesagt hat? Ja. Meine Damen und Herren, liebe Verwesende, Anwesende, und dann hat Musik und Dusch Dusch gemacht, das wissen wir schon. Das war alles, mehr war nicht. Ne? Okay. Ja. Okay, du hast uns auch noch gar nicht erzählt, wie du zu dem schönen Kranz gekommen bist. So, zu den Kranz, ja, jetzt war das so. Also der Minister kommt auf mich zu und sagt, ja, um Gottes Willen, was ist denn das für ein schönes Schwein? Ja, so ein schönes Sau. Ui. So eine Sau habe ich noch gar nicht gesehen, was das für eine Sau ist. Die muss ja unbedingt prämiert werden, hat er gesagt. Ja. Und dann muss ich... Ein Dusch gemacht. Ja. So, was hat dann der Herr Minister zu meinem Alten seiner Sau gesagt? Zu deinen Alten seiner Sau, der so... Ja, was ist denn das für ein Eichkatzel, hat er gesagt. Ja, mit sowas kommt man doch nicht zu einer Ausstellung. Sowas kann man doch nicht prämieren, hat er gesagt. Und dann muss ich... Ein Dusch gemacht. Das war alles, ja. Okay. Ja. Ja, und Zeitung hast du keine gelesen? Zeitung? Na, steht schon was drin in der Zeitung von mir, Nein. wie ich dekoriert worden bin? Ne? drin steht dort nichts. Nein. Die geht aber nein.
Das gehört unbedingt in eine Zeitung hinein, wenn sowas passiert. Ne? Man soll überhaupt keine Zeitung lesen. Ne? Ach doch, es ist immer besser, man liest vorher eine Zeitung. Ja. Du sollst ja das auch lesen, Ich? ja? Nein, ich brauch's nicht lesen, ich brauch's nicht lesen. Du, ja. Komm, Hansl, lies ihm doch vor, was in der Zeitung drin steht. Ich lese nicht gerne ein Todesurteil vor. Ui, da muss was schief gegangen sein. Naja, ich brauche die Zeitung auch gar nicht lesen. Ich will sie gar nicht lesen, weil ich war ja dabei. Ich weiß ja, wie alles passiert ist. Ich war ja vorne in der ersten Reihe gestanden. Da ist der Minister zu mir, hat mir die Hand gegeben. Und dir wäre jetzt gleich die Hand geben, du. Aber ins Gesicht, nein. Du lügst, wie du Kreisliger. Was denn? Sag mal, wo hast denn du wieder umeinander gesupft, weil du nicht heimgekommen bist? Und dann hat man sich einen Dusch gemacht. Ach, dir geht nicht. Was ist denn das? Was hat denn der Herr da? Was Ja, ist was könnte denn das sein, sag mal? Ja, wie kommt denn das in meine Tasche? Ach, jetzt weiß ich. Ich bin in München durch die Weinstraße gegangen, da war gerade der Weinhändler unterwegs, der hat mir das in die Hand gedrückt. Der hat gesagt, wenn du heimfährst, ist recht staubig, dass du ein bisschen... Staubig ist. Ja. Du Bruder, du Staubiger. Auf der Stelle. Erzählst du mir jetzt, wie es war. Was? Und wehe, wenn ich dich bei einer Lüge erwisch, dann kannst du dein Testament machen. Ich hol einen Prügel. Was, ein Prügel? Ja, richtig, Stasi. Ich hau dir mein Arme mit dem Prügel. Was? Ein schöner Prügel? Sag mal, was ist denn los? Was ist denn passiert? Alles, da hast du die Schiene geritten. Warum? Was Jetzt ist kannst du gleich dein Testament machen. Was ist denn Hast los? du nicht gesehen, dass er da noch ein Zeichen gegeben hat? Und so und so. Ja, ich habe schon gesehen und ich habe nicht gewusst, was du willst. Ja, dass der Landwirtschaftsminister die Ausstellung nicht eröffnet hat, weil er einen Autounfall gehabt hat, verstehst? Und das steht in der Zeitung drin? Da kommt allerhand auf mich zu. Ja, und habe ich den Kranz ganz umsonst machen lassen. Ja, was machen lassen? Freilich. Wie kommst denn du dazu, dass du sagst, du warst in München? Wo warst du denn? Ich bin unterwegs eingekehren, in Erding, in 3 Kronenwirt bin ich eingekehrt, habe ein Viertel Wein getrunken. Ja, dann? Ja, was heißt denn dann? Dann sind halt aus dem Viertel ein paar Flaschen geworden. Ne? Dann haben wir noch ein paar Flaschen Champagner gesoffen. Gell? Waren so nette Leute dort. Gell? Und eine war besonders nett, die Genoveva. Und nach der 10. Runde Schnaps ist mir das Geld ausgegangen. Gell? Naja, dann haben wir gedacht, den ersten Preis mache ich sowieso nicht, weil ein Pfisterer sein Schwein größer und schwerer ist, wie ich meine. Dann habe ich meinen sauren Wirt verkauft und das Geld versoffen. Was? Und schuld ist nur diese Genoveva, ne? Hast du gar nicht an deine Alte gedacht? Immer wenn ich Genoveva angeschaut habe, ist mir eingefallen, wie Kreisel mein Alte ist. Aber immer mein Alte. Ja, aber das war ein Netzmadel, mein Gott. Die habe ich aber abpuzzeln, hat sie sich auf meinem Schoß gesetzt. Gell? Dann hat sie aber gesagt, Babschi. Und puzzelt hat sie mich. Ich hab gleich alle Engel singen hören. Ne? Bei den Alten wirst du alle Teufel winseln hören. Was? Was, ich geh jetzt heim. Was geht? Ich muss bei deiner Hinrichtung nicht unbedingt dabei sein. Du kannst mir das nicht allein lassen, da geh ich ja sofort mit. Wo gehst du hin? Ich geh zum Pfarrer rüber und lass mir den letzten Ölwechsel geben. Ich geh nach Wie war nachher das? Sag einmal, Hansl, wie ist denn nachher die Geschichte mit dem Bauern ausgegangen? Ja, und wie es dann reinkommt mit einem Drum Prügel in der Hand, sieht die Bayerin, wie ihr Alter am Boden dort mit so einem jungen Mädel umeinander schmust. Hat's denn da nicht gleich der Schlag? Zum Glück vom Bauern nicht. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und vorher ist mir in Ohnmacht gefallen, sonst hätte sie ja wahrscheinlich die Prügel aufgehauen, verstehst du? Du schaust da ein bisschen trüb rein, Michi. Ist da was übers Leberl gelaufen? Red dir mal aus, komm, vielleicht kann ich dir raten. Ratschlag habe ich selber eine ganze Kiste in meiner Kammer stehen. Helfen müsst mir halt wer kennen. Ja, red einmal, vielleicht kann der ich helfen. Also, wo druckt ihr denn der Schuh? Das ist kein Druckerschuh. Ich mein, was du am Herzen hast, sollst du mir sagen, vielleicht kann er dir helfen. Also pass auf, das ist gleich gesagt, gell? Also, ich hab ein Mädel gern. Ja. Die Tochter vom Pfisterer hab ich gern. Ja. Das ist die Afra, die hab ich sogar sehr gern. Ja. Aber ihre Leute sehen's nicht gern, dass wir uns gern haben. Na, lass ich doch gern haben. Ja, schau, und warum?
weil ich ein Knecht bin, der nichts ist und nichts hat. So, und jetzt hilf mir, wenn's kannst. Hey, um sein Glück, da muss man kämpfen, verstehst? Kämpfen. Viel Geld bräuchte ich halt. Nein, das hab ich auch einmal gemeint. Ich war mal in derselben Lage wie du. Und jetzt weiß ich, dass ich damals alles falsch gemacht hab. Kämpfen hätte ich müssen, verstehst? Kämpfen! Ja, kämpfen, immer kämpfen. Ja. Mit was und gegen was? Mit allen Mitteln, die dir zur Verfügung stehen und gegen die Unvernunft. Sag einmal, weißt du leichter Mittel, weil du so gescheit redst, hä? Das beste Mittel gegen störrische Brauteltern, das ist die List. Erzähl. Jetzt pass auf. Du kennst doch die Grammerischen. Haben die List geheißen? Ich mein die Grammerischen, die vor kurzem geheiratet haben. Verstehst? Das war das Gleiche. Und da war auch er ein armer Knecht und sie die reiche Bauerntochter. Nein, also das Gleiche war das nicht, gell? Weil die haben nämlich ganz schnell heiraten müssen, gell? Weil es nämlich sonst aufgekommen war, gell? Dass sie nämlich ein Kind kriegt, gell, mein Lieber? Eben. Und? Geht da nicht ein Licht auf? Nein. Wie war jetzt das, wenn bei euch dasselbe eintreffen hat? Oha, gell, da kennst du mich aber schlecht. Auf solchen Mitteln, da lasse ich mich nicht ein. Der Michel, das bin ich. Das ist ein anständiger und ein ehrlicher Bursch und das bleibe ich auch. Ich möchte ja hoffen, dass du bis zur Hochzeit anständig bleibst. Sonst mache ich meine Beratungsstelle zu, gell? Ich mein's ja anders. Jetzt sitzt dir mal her. Ja, wie nachher meinst du das? Also, pass auf. Wir sagen ganz einfach, da sitzt die schon her. Ja. Wir sagen ganz einfach zu den Pfisterischen, dass bei euch auch so weit ist. Verstehst du? Ob's wahr ist oder nicht, das ist gleich. Die Wirkung ist dieselbe. Ja, das war eine Idee. Ja, das könnte man probieren. Genau. Ja, aber es ist halt eine Lüge, gell? Ja, aber eine Notlüge. Und die darf sein, wenn man um sein Glück kämpft. Ja, dann fange ich in meiner Not gleich zum Lügen an. Was? Du, da geh ich jetzt gleich zu der Afra rüber und fragst, ob's einverstanden ist, dass ich ein Kind von ihr krieg, gell? Was? Mein Hansel, hoffentlich ist die Mutter nicht daheim. Mein Hansel. Wenn das alles gut hinausgeht, dann darf ich deinen ersten Burmeister-Taufe heben, gell? Ja. So. Und hutzen die ersten auch. Wünschen darf ich auch. Hoffentlich fällt er mir nicht runter, sonst wäre er so wie er. Naja, Ja, Hansel, ich verstehe dich nicht. Du sitzt da, wo alles umeinander in einer Aufregung ist. Wie geht's denn der Bayern? Ja, schon besser. Ich habe jetzt einen Umschlag gemacht, jetzt kannst du sich ein bisschen ausrasten. Die Ruhe vor dem Sturm, gell? Ja, du sag einmal, ist die Gundel noch nicht da? Die soll doch einen Michel suchen, weil ich meine Afra suche. Der Michel, das war ein guter Bräutigam. Der Michel, der Michel, der ist ein anständiger und ein braver Bursch. Der Michel, und der versteht was von der Bauernarbeit wie kein Zweiter. Der Michel, das war der richtige Bauer. Bauer auf dem Sternleitenhof, darf's dann heißen. Aber sonst bist du gesund. Ja. Das darf dem Knecht so passen. Sternleitnerhof. Naja, eigentlich habe ich ja ganz andere Sorgen. Ja, was hast du so? Weißt, ich sollte eigentlich daheim nach dem Rechten schauen. Ja, und die Bayerin, die möchte ich auch nicht so lange allein lassen. Ach so. Hoffentlich hat mein Alter die Afra schon gefunden. Jetzt pass auf. Du gehst jetzt neu zu deiner Kampfgefährtin, gell? Und wenn's dann kommt, dann schick er das noch. Gut, gell? Ist recht. Geh wieder rein. So ist es. Ah, wart. Was? Den Prügel bringe ich ja gleich mit. Da werden Weiber zu Hydranten. Ist die Luft rein? Im Moment schon. Ja. Sag mal, wo warst denn du? Im Heilboden hat mich versteckt, ja. Hab ich nachstudiert, was für eine Todesart, dass ich wählen soll, ne? Ich an deiner Stelle würde den schnellen Tod vorziehen. Oh, ich danke dir, du bist ein solcher Gemüsemensch. Was? Gemütsmensch, Ja. Nein, auf mich kannst du dich voll verlassen. Ja. Ich stehe immer zu dir. Das freut mich, ja. Ich gehe sogar bei deiner Beerdigung mit. Na, mach keinen Mann. wenn er das sagt. Geh bei deiner auch mit. Ja, so ist es. Ja, gut. Einen Kranz brauchen wir keinen, dann nehmen wir den her. Ja. Nur an der Schleiferl müssen wir machen. Was denn? Da schreiben wir den drauf. Es rohe sanft,
Die Wundersau. Ja, doch auch mit dem Blödsinn. Ah ja. Mein Alte verzeiht mir das nie, weder an der Wiege noch an der Bar. Nein, pass auf, das machen wir so. Ich halt zu dir. Du bleibst jetzt da heraus, verstehst? Und machst ein recht reumütiges Gesicht. Wie geht denn das? Ja, du schaust halt recht traurig. Wie ein Häufel Elend. Wie ein Elendshäufel. Ja, und ich geh zu deiner Alten rein und bring's raus. Kannst du es allein tragen? Die Pometta wird so gehen. Na ja, gut, in Ordnung. Sie muss jedenfalls recht reumütig sein. Reumütig, Gell? ja. Ich geh dabei raus Ja, und bring's in Ordnung. rein, gell? Du musst bloß nicht... Ja. Was denn? Mach ein verzweifeltes Gesicht. Noch verzweifelt? Alle. Ja. Schaust aus, als wäre er auf beim Friseur. Ja, so bleibst. Ich bring deine Alte. Bleib so, ich komm gleich wieder, gell? Ja, Babschi, wie schaust denn Nein. du aus? Was denn? Die ist nur ein Beton, was riecht denn auf meinen Hof umeinander? Angeschaut habe ich mir alles. Schön hast du das da. Und alles in mustergültiger Ordnung. Uns der Freude damit haben, Babschi. Ja, sag ich, da wird Babschi zu mir, komm, verschwind, fahr heim, auf geht's, komm. Ja, wie redst denn du auf einmal mit mir? Was? Bei uns daheim hast du ganz anders mit Ja, mir geredet. bei euch, das ist nicht da. Auf deine Knie habe ich mich setzen müssen und wehe, wenn ich hab runter wollen. Oh. Hast gesagt, bleib nur hocken, mein liebes Herzl. Oh, ich muss einen Vollrausch gehabt haben. Nein, zu der Zeit warst du noch nüchtern. Das Das weiß war- ich ganz genau. Ja, gehen Sie noch her, im Augenblick kommen wir die rauskommen, ne? Ja, hast du deiner Frau noch nicht gesagt, warum ich hergekommen Oh, ich bin? werde mich hüten. Oh. Ach, so ist es. Ja. Willst du etwa dein Wort nicht halten, was du mir gegeben hast? Was denn für ein Wort? Oder willst du es vielleicht ableugnen? Was denn? Tu das ja nicht, Babschi, sonst mach ich einen Wirbel, was du noch keinen erlebt Also, hast. Kinder, viel du mir einen Gefallen, fahr jetzt nach Hause, ich komm nächste Woche rüber zu dir, dann reden wir weiter, gell? Nix ist. Ich bleib da. Ah, geh noch viel, fahr heim! Ach, hör auf mit deinem ewigen Verhorn, ich fahr nicht. Und jetzt ruf Bayerin aus. Was? Bayerin sollst ausrufen. Oh, lieber bringe mich auf und häng mich um. Also gut. Wenn's du Bayerin nicht ausrufst, geh ich halt auch Dann nicht zu bleib da, ihr. ich ruf schon. Stasi! Das wird's nicht gehört haben. Du wirst schon wegen lauter rufen müssen. Lauter! Hast du nicht mehr Stimmen? Dann hab ich abgegeben bei der letzten Wahl. Ah, da schon her. Und bei uns daheim hast du gesungen, dass die Fensterscheiben gescheppert haben. Da muss ich einen Knopf nicht gebracht haben mit meinem Stimmbandel. Komm, ich werde dich gleich wieder Na, hör auf, ja! Alter, so schaut der Reiniger sicher aus. Sag einmal, spinnst denn du? Ich rede da draußen den Hals, Franz, damit ich der Alte wieder verzeiht. Jetzt schmusst du schon wieder mit dem der. Weißt du was? Jetzt kannst du mich am Anfang, wollte der ja noch helfen. Ja. Du Casanova, du. Geh, das halt nicht. Was ist? Hast du mir gar nichts zu sagen? Nein, bin sprachlos. Also, wenn er nichts sagt, wird ich wohl reden müssen. Also Sie am allerwenigsten. Schauen Sie, dass Sie weiterkommen, bevor es zu spät ist. Ja, also, Oh, Babschi, magst du nicht der Frau endlich aufklären? Ich brauche meine Frau nicht aufklären, die ist aufgeklärt genug. Also gut, dann red ich Bayerin. Ich weiß natürlich, dass sie das nicht schickt wie ein Dirndl, sondern das Wort ergreift. In eurer Familie ist scheinbar die Feigheit erblich. Also nur keine lange Einleitung. Ja. Kommen Sie zur Sache, bevor er explodiert. Ja, bumm. Nichts ist Dass passiert. er nach Mo nach München hätte fahren sollen, das werden sie ja wissen. Ja, ja. Und ob ich das weiß. Meine Alte weiß alles, was Weiter? ich Schluss machen. Ja, Babschi, Fahr's wieder heim, fahr's heim, einmal bitte. per Sie mit mir. Ja, also, jetzt erzählen Sie weiter. Ja, er ist aber bei uns in Erding eingekehrt, ne? Und da ist halt ein wenig lustig zugegangen. Aha, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, so schlimm war es ja gar nicht, ne? Na, jetzt erzählen Sie weiter. Jetzt gehen es zu. Was hat denn mein Mann noch angestellt, außer dass er sich angesoffen hat? Ja. Mein lieber Herr Gemahl. Ein Eheversprechen hat er mir gegeben. Was? Lieber Gott, mach auf, ich komm gleich. Ja, ist denn das möglich? Und das ist alles gar nicht wahr. So, nicht wahr? Hä? Zur Vorsicht habe ich mir das Versprechen schriftlich geben lassen. Was? Da ist die Bestätigung. Halt, wo rennst denn du hin? Ich suche mir ein Selbstmordinstrument. Losen geht, Bayerin. Wir Weiberleute kommen allein viel schneller zusammen. Ach, das glaube ich wieder weniger. Ja, vor allen Dingen möchte ich einer sagen, dass er stattliche Mitgift mitbringt. Also, dass er Heirat mit mir kein Schand ist. Ja, haben denn Sie das Eheversprechen von meinem Mann ernst genommen? Ja, freilich, sonst war ich doch nicht da. Das gibt's nicht. Also ich kann nicht begreifen, wie sich so ein junges Mädel in einen so einen alten Deppen wie den Alois verkaufen kann. Heuer wird er 60. Was? Wer wird 60?
Ja, mein Alter, der Alois. Aber ich rede doch von Alois, ihrem Sohn. Was? Von Ja, freilich. Von meinem Sohn? Aber die ganze Zeit schon. Ja, dann war das Eheversprechen von meinem Sohn. Nein, das Eheversprechen hat mir schon ihr Mo gegeben. Da, lesen Sie selber. Ich verspreche hiermit feierlich, dass der Alois Wendel die Frone Haller aus Erding im Laufe dieses Jahres ehelichen wird. Eigenhändige Unterschrift Alois Wendel. Na sehen Sie, der erste Alois ist der Sohn und der zweite ist der Vater. Ja, mein Gott, dann hat also der Vater für den Sohn das Eheversprechen gegeben. Ja, Moment einmal, jetzt geht mir ja eine ganze Kerzenfabrik auf. Ja, dann sind ja Sie, dann bist ja du die Froni aus Erding, in die mein Bub so verschossen ist. Er hat mir erzählt davon. Wirklich, hat er sich endlich traut. Ja. Aber dann ist ja alles gut. Jetzt bin ich erst so richtig glücklich. Hast du ihn gern, ha? Ja. Ja, und er hat dich auch gern, ne? Ja. Ja, und ihr könnt's mich auch gern haben. Mich ja so in Schrecken zu versetzen. Bitte schön nicht böse sein. Nein, jetzt sag mir bloß noch, wo ist denn mein Läuse? Der weiß ja noch gar nicht, dass er ein glücklicher Bräutigam ist. Ja, habt ihr euch nicht getroffen? Ja, der ist zu dir nach Erding gefahren. Ja, weil er meine Einwilligung schon hat und das wollte er dir sagen. Ja, das ist gut, dann ist er jetzt bei mir daheim und ich bin da. Ja. Der werde ich gleich wieder umkommen, der Herr, dass ich da bin. Weißt du was? Am besten ich gehe gleich zum Bahnhof und holen ab. Für dich dabei, Schwiegermama. Siehst du das da? Das ist ein Mädel, ein Liebs. Die gefällt mir. Ja, sag einmal, was soll denn das? Was muss denn du mit dem Revolver? Ich werde mich erschießen. Also jetzt ist er ganz narrisch geworden. Ich weiß, ich kann es nicht beantworten, dass ich ein ganzes Jahr deine Vorwürfe mit anhören muss, ne? Geh, du hörst doch keine Vorwürfe. Ja, dass ich das Eheversprechen gegeben habe, ne? Brauchst keine Angst haben. Mir gefällt doch das Mädel selber. Weil ist narrisch geworden. Ja, wenn zwei Menschen sich gern haben, dann muss man es glücklich werden lassen. Ich habe noch nie viel Hirn gehabt, jetzt hat es gar keins mehr. Ja, was willst du denn da machen, ha? Gott, was werde ich denn machen? Ja? Meinen Segen werde ich dazu geben. Weißt du, was du da sagst? Ach, du bist verwundert, weil ich zuerst dagegen war. Nein, ich bin verwundert, dass du jetzt dafür bist. Aber, Alter, du hast es so wollen. Was? Dein Wille geschehe. Du bist der Herr im Haus. Ich bin der Herr im Haus? Seit wann denn? Die Platzpatronen kommen raus, ich brauch Schalter. Erst mal's auf. Bei dir wird's gleich aus, wenn der Alte kommt. Was? Ist die da? Ja, da drin bei der Wendlin ist... Ade, du schöne Welt, morgen bin ich schon ein Engel. Genau. Hans, alte Spezi, kannst du mir einen Rat geben, wie ich mein Leben verlängern könnte? Ja, einen Rat kann er dir schon geben. Ja? Zieh einmal den Weiberkittel aus und sei nicht so ein Simmandl. Aber wer ist ein Simmandl? Du. Das ist was anderes. Sehr richtig. Der Mann muss der Herr im Haus sein, verstehst du? Ja, das kannst du leicht sagen. Du hast ja immer in Untermiete gewohnt. Hast nie ein Haus gehabt. Verheiratet warst du auch nicht. Herr im Haus sein, das wäre schön. Mal so richtig rumkommandieren. Sollst du jetzt selber in der Hand? Ja? Stell dir mal auf deine Hinterfüße und zeig einmal, wo der Bartl am Most hält. Ja, wo an der Bartl halt, weiß ich nicht. Ich hol ihn beim Geschwinden. Du sollst dir zeigen, dass du der Stärkere bist und der Stärkere ist auch der Herr im Haus. Das ist ja richtig. So ist es. Weißt du was? Was? Das mach ich. So ist es, na.
Der Schlang tut mir mein Alte sowieso. Dann ist es ja egal, ob ich vorher noch mal probiere, ob ich vielleicht der Herr bin. So ist es, freilich. Du darfst nur nicht mehr nachlassen, dann hast du schon gewonnen. Ja, aber du bleibst bei mir. Bleib da. Du stehst mir bei in meiner schweren Stunde. Genau. Du kannst nicht ganz ab. Ja, was sehe ich denn da? Der Mo ist ja besoffen, dass er nicht einmal stehen kann. Das macht nichts, ich leg mir gleich hin. Ja. Ja, sag einmal, was fällt dir denn ein? Ich schick dich um die Afra und du kommst mir als Besoffener daher. Jetzt fang Jetzt gleich. alle auf der Stelle. Ist dir vielleicht nicht recht, hä? Passt dir was nicht, hä? Ja, sag einmal, was fällt dir denn ein? Ha? Jetzt hat sich's ausgetrackelt, Bertel. Was? Jawohl, von heute ab bin ich der Herr im Haus, stimmt? Genau, dann und so weiter. Hast du was? Ui, den dann kenn ich. Jetzt holt's einen Prügel, jetzt müssen wir ab. Bist du wann? Da bleiben, jetzt darfst du nicht mehr nachlassen, sonst hast du doch verloren. Jawohl, ich nehme den Kampf mit den Drachen auf. Genau. Ist er schon da? Und dann schön den Prügel brauche ich gerade. So, Dela. Und jetzt bitte mal deine Ohren, gell? Ist er so recht? Du, pass auf, du. Seit wir verheiratet sind, hast du mich schikaniert und drangsaliert. Jetzt wird umgekehrt gefahren, hast du mich verstanden? Was? Von heute ab passiert das, was ich sag, sonst kracht. Indianer kennt keinen Schmerz, mehr weitermachen. Lieber Bertel, alles soll so geschehen, wie es du haben willst. Ja, das wird ja gut sein, gell? So, und jetzt kniest du dich nieder. Was? Und bittest mich um Verzeihung für alles, was du mir angetan hast. Ich und nicht mir. Ja, was fällt dir denn ein? Niederknien, habe ich gesagt, sonst fällt mir gleich noch was anderes ein. Nur weitermachen, nur weiter. Die richte ich mir jetzt ab wie einen dressierten Papagei. Wirst du mich jetzt um Verzeihung bitten, hä? Da riech einmal. Riecht nach Krankenhaus. Lieber Bertel, verzeih mir, nur du sollst der Herr sein. Hast du das gehört? Jetzt hast du die Hosen wieder an. Was ist denn da los bei der Wirbel? Kann man in aller Ruhe sein letztes Gebet sprechen? Lebst du auch noch? Das siehst du ja, oder? Aber nicht mehr lang. Es geschehen noch Wunder. Der Pfister hat gerade eins erlebt. Jawohl. Was? Jetzt ist aus mit sehr richtig. Wieso denn? Das sagt jetzt bloß noch mein Alter. Ja, das glaube ich dir nicht. Was? Pass auf. Ja. Du, der Wendel glaubt mir nicht, dass ich der Herr im Haus bin. Stimmt's? Sehr richtig. Da hast du ein Glück. Ja, du. Das Glück kannst du auch haben. Wie denn? Das Rezept ist vom Hansl. Ja. Das Rezept ist großartig. Du. Wer ist der Herr? Du, aber ich bin... Nur noch Start. Sehr richtig. Auf. Ja, Setzen. sehr richtig. Das Rezept ist großartig, du. Das Essen ist angerichtet. Meine Henkersmahlzeit ist bereit. Hast du ihm jetzt die Leviten gelesen? Schön war's. Die Zeiten sind vorbei. Wieso? Es geht alles vorüber. Es geht alles vorbei. Ja, von heute ab regiere ich zu Hause. Stimmt's, oder? Sehr richtig. Dieses Rezept ist großartig. So. Um Gott, die ist schon wieder da. Die ist schon wieder da. Was hat er denn? Er weiß noch nichts. Was? Aber Strafe muss sein. Was denn? Was, Babschi? Jetzt wirst du gar nicht mehr gefragt. Die ist ja aufdringlich, Alte. Aber Recht hat sonst Recht. Du gibst dir noch recht? Ja, jetzt geh hin und gib ihm einmal ein anständiges Bus. Nein, Hilfe, nein, ich will nicht. Soll ich mich opfern für dich? Nein, Vater, was hast du denn? von dir hört mir ein schönes Stickerl. Aber eins muss ich sagen, was du in Erding warst, hast du die gescheiteste Stunde in deinem Leben gehabt. Ja, möchtest du auch noch pflanzen? An meinem Lebtag fahre ich auf keine Ausstellung mehr. Warum denn nicht? Du, das Mädel, was du da gefunden hast, ist doch lieb und sauber, oder nicht? Du andere pflanzen und nicht mich, gell? Von mir ist der Großmutter. Ne, von wegen, ja. Schau, jetzt da heimkommst. Herrschaftszeit, ich möchte bloß wissen, wieso, dass du deine Schwiegertochter immer heimschickst. Wer, was, wie, wo?
Ja, da. Die Genoveva? Nein, die Froni. Was hat Froni? Ach, das ist deine Froni? Die meine Genoveva? Aha. Ja, Babschi. Babschi, drum hat ja mein Babschi gesagt zu mir. Das Eheversprechen war für meinen Sohn. Ist das Mädel aus Erding, das hinten und vorn nichts hat? No, langsam, gell? Bei meiner Froni ist alles da. Hint und vorn. Komm, Schatz. Geh mal. Ja, Leute. Oh. Ja. Das ist unsere Schwiegertochter. Was denn? Gell, Alter? Oder hast du was dagegen? Ach was, das habe ich doch so arrangiert, dass die zwei zusammenkommen. Du warst ja Dass die zwei zusammenkommen. Jetzt brauchst du nur noch jemand, der dir das klappt. Es ist gut beieinander. Grüß gut. Auseinander, auf der Steig. Afra, da gehst du ja. Und du schaust, dass du weiterkommst. Stasi, setzen. Sehr richtig. Mutter, wir müssen dir was sagen. Ich will nichts hören, ich hab mir heute schon genug gehört. Stasi, setzen. Sehr richtig. Red's ruhig weiter. Ich höre euch schon zu. Ich hab die Afra gern und ich werd die Afra heiraten, ob ihr wollt oder nicht. Na, hat er das nicht schön gesagt? Also meine Einwilligung habt ihr ja, denn von heute ab bin ich der Kopf der Familie. Die Mutter ist bloß nur so ein unbedeutender Körperteil. Ja, sag einmal, wo bist denn du narrisch? Du gibst da der Einwilligung. Jawohl, und du wirst den ja auch geben. Was ist? Kriegst deinen Segen? Hm? Sehr richtig. Dankeschön, Mutter. Dafür wärst dann bald Großmutter, gell, Michi? Ja, und heute noch fangen wir an. auf die Kinder bin ich anhalten. Also du kannst sagen, was magst du. Ja. 25 Jahre habe ich jetzt daheim nichts zum Reden gehabt. Und? Hab mich so daran gewöhnt. Hör auf. Leute, Platz. Weißt du was? Mach dir jetzt einen Vorschlag. Von heute ab regieren wir beide zusammen. Da hast du das Zepter zurück. Wirklich, Dagobert? Freilich, Mausi-Schwanze. Also, Alter, jetzt will ich aber auch ein Bussel. Ich hab gewusst, dass die Geschichte gut ausgeht. Ganz